Servus beieinander, bei mir zurück im bayerischen Outback. Ich habe mich wieder zurückgezogen hier in meine Brotzeit-Hütte. Ja, da werde ich es mal gemütlich machen und habe mal ein paar alte Handschuhe rausgesucht. Die werden wir ein bisschen herrichten oder beziehungsweise neue Handschuhe, die werden wir ein bisschen spannender oder ein bisschen cooler machen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, haben wir gedacht, ja, mache ich da ein Video drüber und ich hoffe, euch gefällt's. Dann legen wir los. Zum Wohl. Ich habe hier bei mir in der Garage mal ein paar Handschuhe rausgesucht. Naja, wobei die hier wahrscheinlich doch schon zu fertig sind zum Herrichten. Ich glaube, da konzentrieren wir uns mal lieber hier auf die da. Die werden wir jetzt ein bisschen herrichten, ein bisschen schöner machen, dass da ein cooler Satz Handschuhe entsteht. Das ist hier übrigens mein neues Outdoor-Tool, ja, mein Survival-Tool, habe ich geschenkt gekriegt. Ziemlich cool, wesentlich besser als Paracord, weil man es natürlich essen kann. Man kommt auch nicht mehr zu spät, weil es immer 5 vor 8 ist. Ja, nee, also die Handschuhe werden wir hernehmen und wie wir die jetzt bearbeiten und was wir daraus machen, zeige ich euch jetzt gleich in diesem Video. Als erstes werden wir mal in den Handschuh hier was reinstecken, damit wir da eine schöne glatte Oberfläche haben. Dann brauchen wir Lederfarbe. Dann nehme ich hier mal diese her, probiere ich mal aus, liegt noch rum. Das ist ein ziemlich dunkles Anthrazit. Ist irgendwie anscheinend eine BMW-Farbe, ich kenne mich da nicht so aus. Aber das werden wir mal probieren. Die werde ich mir in ein kleines Töpfchen füllen. Dann nehme ich normalerweise 2 Pinsel her. Einmal einen, der halt ein bisschen flach ist und ein bisschen breit. Also das ist jetzt ein 6er. Und dann einen billigen Baumarktpinsel, wobei ich bei dem nicht die Vorderseite hier nehme. Notfalls kann man den zusammenschneiden, dass nur noch so ein Büschelchen hier übrig bleibt. Aber von dem hier, da gefallen mir die hinteren Spitzen recht gut. Und mit dieser hinteren Spitze kann man eigentlich ziemlich genau auf das Leder hier Sachen drauf malen. Das heißt, da tauche ich diese Holzspitze ein und arbeite direkt mit dieser Rückseite von dem Pinsel. Da kann man natürlich jedes Steckerl auch hernehmen. Aber wie gesagt, ich finde das ganz praktisch. Da habe ich eine Spitze, mit der ich ziemlich exakt malen kann. Da vorne ist eine Bürste, die man sich notfalls zuschneiden kann. Und die kosten jetzt auch nicht die Welt. Die kosten auch ein paar Cent. Ja, dann werde ich mir das hier mal aufskizzieren mit einem Bleistift und dann legen wir los. Da das mit dem Kugelschreiber jetzt ein ziemlicher Schmarrn war, habe ich beschlossen, dass ich es doch lieber mit der Hand vorzeichne, dann mit dem Pinsel nachmal. Wie man schön sieht, soll das ein Edelweiß werden. Ich hoffe, das wäre da recht cool ist. Dann habe ich die grobe Skizze dann erst einmal so drauf und die richtige Feinarbeit, die mache ich dann mit der Lederbeize. So, jetzt sieht man schon, was es wird und der Rest passiert jetzt dann mit dem hier und mit dem Pinsel und dann werden wir vielleicht noch was auf die Fingernägel machen. Auf die Fingerknöchel, nicht auf die Fingernägel. Der erste ist fertig. Ich hoffe, das sieht man recht gut, was das werden soll. Oder was das ist. Jetzt machen wir noch eine kleine Beschriftung auf die Knöchel. Schauen wir mal, ob das da so geht, wie man das vorstellt.
Fertig ist er, mein personalifizierter bayerischer Arbeitshandschuh. Jetzt werden wir noch ein bisschen einlassen. Schön in ein dunkelbraunes oder in ein rotbraunes Lederfett. Dann gucken wir mal, was draus passiert. Ob das so funktioniert oder ob es ein Griff voll daneben war. So, und der letzte Buchstabe. Und jetzt lassen wir es mit Lederfett ein. Also mal ganz ehrlich, also das wäre schon eine ganz geile Oberfläche, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das nächste Mal mache ich das gleich mit einer vernünftigen Schuhcreme. Ich glaube, dass das besser wird. Ich will aufpassen, dass ich meine Uhr nicht dreckig mache. Na, es wird schon langsam, es wird schon langsam. Schaut schon langsam nach einem richtig guten Handschuh aus. Jetzt werde ich dann noch ein bisschen umeinander schrubbeln und dann schauen wir mal weiter. Und als nächster Schritt, wenn wir jetzt hier fertig sind, werden wir es jetzt ein bisschen trocknen lassen, dass das richtig schön einzieht. Und wenn das richtig schön eingezogen ist, dann werden wir es noch mit einem richtig schönen Sattelfett bearbeiten. So, jetzt räumen wir da ein bisschen zusammen und lassen wir hier mal schön in der Wintersonne ein bisschen trocknen. Und wenn es gescheit austrocknet sind und das Lederpoliermittel oder was auch immer das ist, gescheit eingezogen ist, dann machen wir weiter. Jetzt lassen wir die noch ein bisschen mit Lederfett ein. Richtig schön dick. Das lassen wir dann trocknen und dann sind wir fertig. Und dann haben wir ein paar richtig schöne, ausgefallene, einzigartige Arbeitshandschuhe. It's beginning to look a lot like Christmas. Ja, so viel zu diesem Winter. Ich finde es nicht schlecht. War mal ein anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.